voller Glauben beten. Wenn wir in der Bibel lesen, dann begegnet uns ein Jesus, der eine unglaubliche Beziehung zu Gott im Himmel hatte, die von einem unerschütterlichen Glauben geprägt war. Das begeistert mich, wenn du Jesus beobachtest in der Bibel. Der Typ hat jetzt einfach unerschrocken und unerschütterlich geglaubt. Nichts hat ihn aus der Ruhe bringen. Seine Verbindung zu Gott ist durch so einen starken Glauben geprägt gewesen. Es gibt eine Story, die das gut veranschaulicht. Er ist mit seinen Jüngern auf dem See, auf dem Schiff. Und es kommt ein Sturm, oder? Und es droht, die Wellen drohen über das Schiff drüber zu fallen, oder? Das Boot flutet sich, die Jünger haben eine Krise und meinen, sie müssen jetzt dann sterben, oder? Und dann lesen wir zusammen in Markus 4, 38. Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Es ist ein Sturm am Laufen und er ist am Pennen. Er hat offensichtlich einen Frieden und die Jünger weckten ihn und schrien: Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See: Schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Warum habt ihr solche Angst? Sagte Jesus zu seinen Jüngern. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Und wir sehen, offensichtlich ist der Grund, wieso Jesus in dem Sturm so einen Frieden hatte, sein Glaube gewesen. Offensichtlich ist die Grundlage für seinen Frieden der Glaube gewesen. Dass er pennen mitten in einem Sturm. Im Hebräerbrief 11, Vers 1 steht, was Glaube ist. Was ist denn der Glaube? Fragt der Schreiber dort. Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Jesus hat so einen unerschütterlichen Glauben gehabt in seinen unsichtbaren Vater im Himmel, dass er nichts, was sichtbar um ihn herum passiert ist, hat aus der Ruhe bringen können. Und die Jünger haben den Glauben von Jesus beobachtet. Sie haben gesehen, wie er Wunder gemacht hat, wie er Menschen geheilt hat durch den Glauben, wie er Gebet gesprochen hat und Gott im Himmel hat sie beantwortet und erhört. Und dann haben sie gedacht, hey, wir wollen das auch. Und sie haben ihn gefragt, Jesus, gib uns mehr Glauben. Weil sie haben gemerkt, sie haben den Glauben nicht. Lukas 17, 5-6. Und die Apostel sagten zum Herrn, also zu Jesus, gib uns mehr Glauben. Die Frage oder die Aufforderung, die macht noch Sinn, oder? Wenn du siehst, wie Jesus einen Sturm stellt, Jesus, wir wollen auch so Zeug machen. Wir wollen auch so heilen wie du. Wir wollen auch Wunder erleben. Wir wollen auch erleben, dass wir so eine unerschütterliche Beziehung haben zum Vater im Himmel. Und sie sagen, bitte, gib uns Glauben. Und jetzt musst du schauen, was Jesus ihnen für eine Antwort gibt. Der Herr aber sprach: Hättet ihr Glauben wie ein Senfkorn, würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiß dich samt den Wurzeln aus und verpflanze dich ins Meer, und er würde euch gehorchen. Danke, Jesus, für den Ratschlag. Ich habe zwar jetzt gefragt, dass ich mehr Glauben bekomme, nicht, dass ich weiß, was möglich wäre, wenn ich Glauben hätte. Jesus, danke vielmals, dass du mir sagst, was möglich wäre, wenn ich würde glauben. Aber ich muss nicht wissen, was möglich wäre. Ich weiß, was möglich ist. Ich sehe es ja in deinem Leben. Ich brauche mehr Glauben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mein Glaube ist nicht immer so unerschütterlich. Mein Glaube ist nicht immer so, meine Gebete strotzen nicht immer so vor Glauben, dass ich so überzeugt bin von der unsichtbaren Welt und von dem, was Gott gesagt hat, dass alles um mich herum nicht mehr relevant ist und dass ich einfach so sicher in meinem Glauben kann laufen und wandeln. Mein Glaube ist nicht so sicher, dass ich, wenn ich bete, zu einem Wind und zum Sturmgebiet, sei still, schweig. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mein Glaube strotzt nicht so vor überzeugt sein. Ich bin nicht der, der zu einem Baum sagt, riss dich aus und geh ins Meer und er macht es. Vielleicht bist du so einer, dann möchte ich gerne von dir lernen. Aber Jesus ist so gewesen. Jesus ist so gewesen. Und er macht den Punkt. Jesus macht den Punkt. Er sagt, wenn du möchtest beten und sehen, wie Gott seinen Arm bewegt aufgrund von deinem Gebet, dann brauchst du Glauben.
wenn du möchtest sehen, dass deine Gebete beantwortet werden, wenn du möchtest sehen, dass deine Gebete einen Unterschied machen auf dieser Welt, brauchst du Glauben, sagt Jesus. Und sie fragen ihn, bitte schenk uns mehr Glauben. Und Jesus gibt ihnen keine Antwort. Er sagt nur, was möglich wäre. Das ist ein bisschen frustrierend, oder? Wenn man doch keinen Glauben hat, einmal nicht so einen starken Glauben. Aber wenn wir weiterlesen in der Bibel, ungefähr ein Kapitel, das war Lukas 17 gewesen, und am Anfang von Lukas 18, sind ein paar andere Sachen passiert, Jesus hat ein paar andere Sachen erzählt, redet er nochmal über das Thema Glauben und er erzählt ein Gleichnis. Und ich habe das gelesen mit dieser Frage und es hat mich berührt. Vor ein paar Monaten habe ich den Text gelesen, oder vor einem Monat, und es hat mich geflasht, weil dort geht es nochmal um den Glauben. Und ich bin überzeugt, in dieser Geschichte, die Jesus erzählt, und wir werden sie zusammen anschauen, ist der Schlüssel für dich und mich, wie wir mehr glauben können. Wie wir mehr glauben können. Lukas 18, 1 bis 8. Jesus erzählte ihnen aber ein Gleichnis, um ihnen zu sagen, dass sie alle Zeit, oder immer heißt das auch, beten und sich dabei nicht entmutigen lassen sollen. Gibt es da irgendjemanden, heute Morgen, hier in der Halle oder daheim, der Mühe hat zum Beten? Gibt es irgendjemanden, der Mühe hat, im Gebet dran zu bleiben, ausdauernd zu sein? Dann ist diese Predigt heute für dich. Gibt es irgendjemanden, der müde geworden ist zum Beten und entmutigt ist, was Gebet angeht, weil du denkst, es bringt eh nichts? Dann ist das Gleichnis, das Jesus erzählt, für dich. Weil er erzählt es für die Leute, die Mühe haben, lang und ausdauernd zu beten und Mühe haben mit Entmutigung und Ernüchterung. Ich liebe das, was er jetzt erzählt. Es ist eine bombastische Geschichte. Ich möchte sie vorlesen. Jesus sagt, in einer Stadt gab es einen Richter, der Gott nicht fürchtete und keinen Menschen scheute. Und in dieser Stadt gab es auch eine Witwe, die immer wieder zu ihm kam und sagte, verschaffe mir Recht gegenüber meinem Gegner. Eine Zeit lang wollte er nicht. Danach aber sagte er sich, wenn ich auch Gott nicht fürchte und keinen Menschen scheue, diese Witwe will ich, weil sie mir lästig ist, Recht verschaffen, damit sie am Ende nicht noch kommt und mir ins Gesicht schlägt. Ich liebe, das ist eine unglaubliche Story. Es gibt einen Richter, der ist ungerecht, der fürchtet Gott nicht, dem sind Menschen egal und irgendeine Witwe kommt zu ihm und will, dass er ihr Recht spricht. Oder? Witwen sind damals sehr benachteiligt, heute auch, aber damals noch viel schlimmer, oder? Keine Sozialversicherung, kein Staat, der für dich schaut. Und die Witwe geht zum Richter und will, dass er ihr Recht spricht, dass er ihr hilft, oder? Und im Richter ist es so etwas so egal, was mit dieser Witwe ist. Er will seine Ruhe. Der will seine Ruhe. Und er will ihr nicht ihr Anliegen erfüllen, aber offensichtlich kommt sie wieder und wieder und wieder und wieder zu dem Richter und nervt ihn. Sie nervt ihn. Und es heißt dann im Text, dass er ihrem Willen nachgibt, nicht weil er Mitleid hat oder so, nicht weil er möchte, dass es ihr besser geht, sondern einfach weil er nicht will, dass sie ihm noch ins Gesicht haut. Ihm ist sie lästig geworden. Ich stelle mir das ungefähr so vor. Ja genau, ungefähr so stelle ich mir das vor. Und der Richter, sie geht ihm auf den Sack und er sagt, okay, komm, dann machen wir es halt, dann bin ich sie wenigstens los. Und jetzt stellt sich die große Frage, oder? Müssen wir so mit Gott umgehen, wenn wir beten? Müssen wir so beten, wenn wir wollen, dass Gott unser Gebet beantwortet? Oder anders formuliert, hat Gott unser Gebet vielleicht nicht beantwortet, weil wir zu wenig ausdauernd gebetet haben? Hat Gott seinen Arm vielleicht nicht bewegt, weil wir einfach nicht genug Disziplin haben und nicht dranbleiben im Gebet? Und jetzt schau, was Jesus sagt, wenn er die Story von dem ungerechten Richter kommentiert und wie er das auf Gott und uns Gebet überträgt. Im nächsten Vers heißt es, und Jesus sprach,
hört, was der ungerechte Richter da sagt. Er hat gesagt, weil sie mir lästig ist, mach ich's. Sollte nun Gott seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, nicht Recht verschaffen und sollte er ihre Sache aufschieben? Ich sage euch, er wird ihnen Recht verschaffen und zwar unverzüglich. Bloß wird der Menschensohn, wenn er kommt, den Glauben antreffen auf Erden. Da haben wir das Thema Glaube. Jesus sagt, Gott ist nicht so wie der ungerechte Richter. Gott ist nicht so wie der ungerechte Richter, wo man muss vom Recht überzeugen. Er ist eben nicht so, dass man ihm auf die Nerven muss gehen, dass er handelt. Ich habe die Geschichte, die Jesus erzählt, immer falsch verstanden. Ich habe immer gemeint, das ist ein Bild dafür, dass wir diszipliniert sein beim Betten. Dass wir auch dranbleiben müssen. Dass wir auch ausdauernd sein und halt einmal bissen, oder? Und dass wir Gott nerven, dass er seinen Arm bewegt. So habe ich das immer verstanden. Und ich habe verstanden, das bedeutet so, je länger wir beten, je beharrlicher wir sind, desto nerviger ist es für Gott. Und desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass er es beantwortet. Weil er will die Nervensäge loswerden, wo wir sind. Oder anders formuliert, eben, wenn Gott nicht meine Gebete beantwortet, habe ich nicht genug inbrünstig, nicht genug energetisch gebetet zum Beispiel. Und Jesus sagt, nein, Gott ist nicht so. Gott ist nicht ein ungerechter Richter, sondern Gott ist ein liebender Vater. Und wir sind ihm nicht lästig. Er interessiert sich für unsere Anliegen, für dies und mein Recht. Er möchte uns helfen, und zwar unverzüglich, sagt Jesus. Gott ist besser, als wir denken, sagt Jesus. Gott ist besser, als wir denken, und er braucht den ungerechten Richter als Negativbeispiel, um uns zu sagen, was Gebet nicht bedeutet und was Glauben nicht bedeutet. Und ich glaube, dort drin liegt der Schlüssel für dies und mein Gebetsleben. Wenn wir Mühe haben, zu beten, wenn wir Mühe haben, dran zu bleiben im Gebet, wenn wir Mühe haben mit Disziplin, wenn wir entmutigt sind, dann müssen wir verstehen, was Jesus uns dort zeichnet. Schau, wenn wir verstehen und glauben, was Jesus uns hier für einen Gott zeichnet und malt, dann macht die Übung, dass wir Gott überzeugen wollen, überhaupt keinen Sinn mehr. Wir müssen Gott nicht überzeugen, gut zu sein. Gott möchte viel mehr gut sein und ist viel besser, als wir uns das je vorstellen können. Wir müssen Gott nicht überzeugen von Gerechtigkeit. Er hat das erfunden. Ich muss Gott nicht überzeugen, dass er seinen Willen tut. Er will viel mehr seinen Willen tun, als dass ich will, dass er seinen Willen tut. Verstehst du? Gott ist viel besser, als wir uns das vorstellen. Jesus sagt das eigentlich so. Und es ist so treffend. In Matthäus 6, 7 bis 8. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte einander reihen, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Wenn wir meinen, er ist ungerechter Richter, dann beten wir so. Aber wenn du Gott kennst, für wer er ist, betest du nicht so. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr darum bittet. Jesus sagt, Gott ist kein ungerechter Richter, wo man überzeugen vom Guten, sondern ist ein liebender Vater, der will unser Gebet beantworten. Amen. Und die Jünger fragen ihn, Jesus, schenk uns mehr Glauben. Und er erzählt ihnen, was möglich wäre, wenn wir glauben.
Und ein Kapitel später erzählt er ihnen die Geschichte vom ungerechten Richter und sagt, Gott ist nicht so. Gott ist ein liebender Vater, der unverzüglich will handeln, unverzüglich will das Gute machen, unverzüglich will Recht sprechen. Und darum endet Jesus auch die Story mit folgendem Satz. Er sagt, wird der Menschensohn, wenn er wieder zurückkommt, Glauben finden? Wird Jesus Glauben finden? Was für ein Glaube? Ein energetischer, ein disziplinierter, ein ausdauernder? Nein. Ein Glaube, der davon ausgeht, dass Gott so ist, wie ihn uns Jesus darstellt. Jesus fragt sich, wird ich Glauben finden? Ein Glaube, der davon ausgeht, dass Gott im Himmel gut ist. Und dass Gott im Himmel nicht überzeugt werden muss von Güte, sondern will handeln und tut handeln. Und weiß, was wir brauchen und es gern uns gibt. Das heisst, voller Glauben zu beten bedeutet nicht energetisch zu glauben, sondern es bedeutet, das richtige Gottesbild zu haben. Schau, wenn wir überzeugt sind davon, dass Gott nicht nur handeln kann, sondern auch will, dann fangen wir ganz anders an zu beten. Dann fangen wir an, Gottes Willen zu proklamieren. Dann muss ich Gott nicht bitte machen und ihn überzeugen, sondern wenn ich Glauben habe, wie ein Senfkorn, rede ich zu dem Baum und sage, du gehst von hier nach hier. Dann rede ich zu dem Sturm, sei still und sei ruhig. Dann sage ich zu einer kranken Person, zu dieser Krankheit, verschwind, sei gesund. So haben die Jünger gebetet, übrigens, lest die Apostelgeschichte. Die haben nicht Gott gefragt. Die haben gewusst, was Gott will. Sein Reich kommt. Die Welt muss noch wissen, dass sein Reich kommt und ich bin sein Sprachrohr. Das ist ein anderer Glaube. Das ist ein anderer Glaube, wo es nicht darauf ankommt, wie diszipliniert du bist, sondern was du für ein Bild von Gott hast. Und ich denke, Jesus fragt dich heute Morgen auch. Und er fragt uns als ICF Basel, finde ich den Glauben? Finde ich den Glauben unter uns? Ich möchte nochmal zurückkommen zu meiner Frage. Kämpfst du mit Entmutigung beim Beten? Ich schon. Ich kämpfe mit dem. Kämpfst du mit Müdigkeit beim Beten? Mit fehlendem Dranbleiben? Jesus sagt, die Lösung für das ist nicht mehr Disziplin, sondern die Lösung liegt im Gottesbild. Die Lösung ist in der Theologie sozusagen. In anderen Worten, der Schlüssel für ein ausdauerndes und glaubensvolles Gebetsleben liegt nicht in einem Imperativ. Wenn alles das, was es braucht hat, wäre ein Imperativ, dann hätte er keine Geschichte erzählen müssen. Er hätte einfach sagen, ihr faulen Säcke, betet einmal. Betet ein bisschen mehr. Sind ihr mal ein bisschen mehr überzeugt von dem, was er sagt, oder? Nein, er erzählt eine Story von einem ungerechten Richter, wo man muss nerven, dass er etwas macht. Und er sagt, Gott ist nicht so. Gott ist gut und er will. Finde ich so einen Glauben, der überzeugt ist von dem Gott, den ich euch erzähle, dass er so ist. Der Schlüssel ist, dass du Gott kennenlernst als ein liebender Vater, so wie ihn uns Jesus zeigt. Und ich möchte dich heute Morgen herausfordern, auch daheim. Vielleicht schaust du jetzt gerade den Podcast im Nachhinein. Ich möchte dich herausfordern, nächstes Mal, wenn du betest, dir bewusst sein, zu wem du betest. Und dass du mit dem Glauben betest, dass du nicht so einem ungerechten Richter betest, wo du nerven musst, sondern dass du zu einem Gott redest, der möchte deine Gebete beantworten, der möchte seinen Willen Realität werden, mehr als du und ich. Gott möchte viel mehr, dass sein Reich gebaut wird, als ich das will. Das bringt mich zu meinem nächsten Punkt. In der Bibel wird immer wieder deutlich, dass es Gott ein riesen Anliegen ist, dass wir glauben. Hast du dich schon mal gefragt, warum Gott der Glaube so wichtig ist?
Wir werden durch Glauben gerettet, nicht durch Werk. Jesus sagt zu den Leuten, dein Glaube hat dich gerettet. Durch Glauben haben wir freien Zugang zu Gott. Jesus nervt sich über Unglauben, oder? Warum ist Gott so wichtig, dass wir glauben? Das ist eine gute Frage. Aber ich glaube, in meiner Einleitung wird die Antwort ersichtlich. Weil er möchte, dass wir ihn kennen. Er möchte, dass wir das Richtige von ihm denken. Er möchte, dass wir das richtige Bild von ihm haben. Nämlich, dass er dich und mich liebt als liebender Vater. Darum wird er auch so hässig, wenn wir nicht glauben. Das heisst, voller Glauben beten bedeutet nicht mehr Glauben zu haben, sondern richtig Glauben über Gott. Das heisst, voller Glauben beten. Wie oft beten wir? Gott, bitte, lass doch deinen Willen geschehen. Bitte Gott, mach doch das und das. Und ich denke, Gott sagt amigs, ja, ich auch, ich will das auch. Ich will das auch. Jetzt ändere mal deinen Modus vom Gebet. Weil wenn du Glauben hättest, würdest du dem Maulbeerbaum sagen, stand auf, riss dich auf und gang. Ich muss nicht wissen, was mein Wille ist. Der Baum muss wissen, was mein Wille ist. Es ist ein Umdenken, was Glauben bedeutet. Aber ich glaube, das ist das, was Jesus uns will ans Herz legen heute Morgen. Du siehst, beim Beten braucht es Glauben. Warum? Weil er dich will teilhaben an seinem Wesen. Er will, dass du weißt, wer er ist. Er will, dass du ihn als liebender Vater kennenlernst. Das heisst, beim Beten brauchst du Glauben, wo dir zeigt, dass Gott dich liebt. Es braucht Glauben, es braucht Liebe. Ich möchte jetzt die Predigt abschließen und auch noch sagen, beim Beten braucht man nicht nur Glauben, es braucht nicht nur die Liebe, sondern es braucht auch Hoffnung. Beim Beten braucht es auch Hoffnung. Jeder, der schon mal zu Gott gegangen ist und etwas bittet hat die Erfahrung gemacht, dass nicht immer Gebete beantwortet werden, oder? Ich meine, wenn ich jetzt das so erzähle und wenn man Jesus jetzt so beim Wort nimmt, Gott will unverzüglich beantworten, dann macht es ja null Sinn, dass er am Anfang sagt, dass es am Anfang heißt, das Gleichnis erzählt er ihnen, dass sie ausdauernd und nicht entmutigt beten. Das ist doch gar nicht nötig. Wenn Gott immer alles beantwortet, was ich will, brauche ich keine Hoffnung. Dann brauche ich nicht Ausdauer. Und du siehst, die Spannung ist da schon in diesem Text drin, wo wir alle erleben. Wo wir alle erleben, wo der Paulus erlebt hat, wo der Apostel erlebt haben, wo ich erlebt habe, wo du erlebt hast, dass nicht immer alle Gebete beantwortet werden, auch wenn sie im Willen von Gott entsprechen. Versteh mich nicht falsch, ich bin überzeugt, wenn wir glauben, passieren mehr Sachen. Ich bin überzeugt, wenn wir glauben und einen liebenden Vater uns vorstellen dabei, der will handeln, wenn wir das kindliche Vertrauen haben, das Jesus hat, wenn uns das geschenkt wird, sag es mal so, dann passieren mehr Wunder. Da bin ich 100% überzeugt. Gottes Arm bewegt sich mehr, wenn wir lernen zu glauben, wenn wir uns das dann schenken. Aber ich bin auch überzeugt davon, dass wir Hoffnung brauchen. Und das ist eine Spannung zwischen Hoffnung und Glauben. Das ist eine Spannung. Weil eine Hoffnung, wenn immer alles passiert, was wir wirklich glauben, bräuchten wir keine Hoffnung mehr. Der Paulus sagt eigentlich, Hoffnung, die du siehst, ist gar keine Hoffnung mehr. Sonst bräuchte es ja keine Hoffnung mehr. Wenn sich alles materialisiert, was wir im Unsichtbaren sehen und soll Realität werden, unverzüglich brauchst du keine Hoffnung mehr. Wir brauchen Hoffnung. Wir brauchen Hoffnung. Es heisst ausdrücklich, das Gleichnis wird erzählt, dass wir uns nicht entmutigen lassen. Und vielleicht bist du heute da und du hast unbeantwortete Gebete. Und du hast Sachen, die du seit Jahren dafür betest. Und eine Last, die du mitträgst. Jemand, der krank ist in deiner Familie vielleicht. Du bist vielleicht selber krank. Du hast vielleicht psychische Probleme oder jemand in deiner Familie leidet unter dem. Oder du kämpfst mit diesem Muster und so weiter. Du hast familiäre Sachen, Beziehungsprobleme, finanzielle Not, was auch immer. Der Not schreit ja auch zum Himmel, gell? Ich möchte dich einfach ermutigen und ich glaube, Jesus möchte dich ermutigen. Lass die Hoffnung nicht los.
Nur weil es noch nicht passiert ist, heisst es nicht, dass Gott nicht gut ist. Gott ist immer noch gut. Gott ist immer noch gut und er will immer noch. Und ich habe nicht alle Antworten. Ich habe nicht alle Antworten, warum das passiert und das nicht passiert. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass wir in einer Spannung sind zwischen Glauben und Hoffnung. Und ich möchte dich ermutigen, nicht an der Hoffnung, nicht Hoffnung loszulassen und nicht am Glauben loszulassen. Lass nicht los. Bleib dran. Nicht, weil wir Gott überzeugen müssen, sondern weil wir einfach noch in dieser gefallenen Welt leben. Und ganz ehrlich, die restlichen Minuten, die ich jetzt habe ich keine Ahnung, was passiert. Ich weiss nicht, warum manchmal etwas passiert und wieso Gott das Gebet beantwortet und warum amigs nicht. Und vielleicht hast du heute den Glauben verloren, dass Gott gut ist. Ich habe ihn nicht verloren. Mein Glaube wächst, wenn ich den Text lese, wenn ich von Jesus höre, wie Gott ist. Und ich möchte jetzt eine Zeit nehmen, wo wir für dein Anliegen beten. Vielleicht bist du daheim und du siehst das via Livestream. Ich möchte dich ermutigen, geh auf den Link live.icf-basel.ch. Vielleicht können wir das kurz noch einblenden. Und schreib dein Gebetsanliegen hier rein. Und wir werden uns jetzt eine Zeit nehmen als Kirche für dich zu beten. Wir haben ein Gebetsteam jetzt vor Ort, das für dich möchte beten dort hinten. Und ich möchte jetzt wirklich Zeit nehmen und hören, was ist dran. Und wir proklamieren jetzt ein paar Sachen. Und ich bin gespannt, was Gott macht, weil er ist gut. Er ist gut. Und er wartet darauf zum Handeln. Ich weiss von einigen Leuten hier in der Halle, die familiäre Probleme haben. Oder die wirklich mit Krankheit müssen kämpfen, mit psychischen Krankheiten müssen kämpfen. Ich möchte jetzt anfangen für das beten. Und wir schauen dann, wo das anführt, für was wir alles beten. Gott, ich danke dir, bist du gut. Ich danke dir, bist du besser, als dass ich das denke. Und Gott, du siehst das Leid von diesen zwei Familien. Die Spannungen, die das auslöst, Jesus. Und die Kämpfe, die jahrelangen Kämpfe. Und ich danke dir, ist dein Wille für die Situation gut. Und ich danke dir. Möchtest du, dass dein Reich kommt, mehr als ich? Und so sagen wir im Namen von Jesus. Sprechen wir Frieden in die Situation. Entspannung in die Situation. Gesundheit. Dass die Synapsen wieder ausgerichtet werden. So wie sie sollen sein. So wie du es Gott denkst. Im Namen von Jesus Christus sprechen wir Gesundheit in die Familie. Gesundheit in die Situation.